Und wir sind in der Haus, Grüß Gott. in der YouTube-Haus. Hey, hey. Da der Was tun wir schon Genetzel. wieder da? Was? Was tun wir schon wieder da? Ja, die ersten 2 Wochen des Jahres 2025 sind vergangen und wir müssen die Leute up to date halten, ob sie jetzt nach der zweiten Woche ein bisschen was gerührt hat in der Welt der Unterhaltungsmedien. Und gib uns mal einen Teaser, ist was passiert? Äh, Muss ich selber noch mal schauen, ich weiß nicht so richtig, aber wir sollten vielleicht einfach noch mal unser Intro abspulen, während wir noch mal kurz googeln, ob was passiert ist. Gut, die Zeit nutzen wir. Und Gas. Schneller. Jetzt hören Sie was. Zauberhaft. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Schön. Gigantisch wie eh und je. Ich habe jetzt das Internet durchforstet, habe auf die Schnelle gesehen, dass Variety mittlerweile auch die Streaming-Charts aktualisiert hat. Jetzt kriegt also halt wirklich tatsächlich neue Zahlen für uns. Und auch sonst ist ein bisschen was passiert. Hast du auch was gefunden jetzt in der Zeit, wo du googelt hast? Ja, brutal. Ich habe aber lecker frische Gaming-News dabei. Lecker, frische Gaming. Du frisst das schon wieder irgendwas, oder? Wenn du Ich lecker friss sagst. schon wieder ein bisschen an Darmzucker, dass ich mental auf der Höhe bin. Du fettes Schwein. Hey. Ja, tut mir leid, aber so geht's nicht. Schmatzt du die ganze Zeit einer. Moderation durch Strenge, oder wie? Ja, natürlich, Alter. Zuckerbrot und Peitsche. Die braucht er. Die brauchen wir. Auf alle Fälle, Gnädelwutzler, Huber Chris ist schon da, Neverraven und der Sesselpfurzer. Schön, dass ihr wieder da seid. So mengen wir das. Das sind, merkst du einfach, wo die Leute noch ein Interesse haben. Nicht so wie bei uns in Viva la Movilusion, wo die einzigen mit Interesse immer der Seppi und ich sind. Wahnsinn, gell? Frechheit. Da hat man ein Team von 34 Leuten. und keiner Irre, irre. Aber irgendwie kriegst du keinen dazu, dass er das hier mal mitmachen. Naja, was willst du machen? Müssen wir Was trotzdem willst du durchziehen, machen? das hilft nicht. Jeder sagen, wir ziehen es durch. Drum fangen wir einfach mal an mit einer der wichtigsten Neuigkeiten in meinem Auge, in meinem Schieß wunderschönen Auge. Die da wäre, dass der Bret Easton Ellis, das ist der Autor von den American Psycho Bücher, jetzt hat gerade vor kurzem gesagt hat, er glaubt nicht, dass der Austin Butler wirklich in American Psycho spielen wird, der ja als neuer Patrick Bateman gelistet worden ist. Weiterführend hat er sogar gesagt, er glaubt noch nicht so richtig, dass überhaupt Remake passieren wird davon. So krass, Ja, er hat so gesagt, also er ist so der Meinung, dass das alles Fake News sind. Und er hat nichts davon gehört, dass irgendjemand, weder der genannte, ich glaube, der Regisseur jetzt war schon festgestanden, noch der eben Austin Butler da irgendwas unterschrieben haben. Und wenn, dann ist er nicht involviert. Also er hat so nichts an Auftrag gekriegt und deswegen behauptet er oder sagt er jetzt einfach mal, es sind Fake News. Das heißt quasi, er hat die Rechte an seinem Buch schon längst abdrehen und muss da gar nicht mehr gefragt werden. Scheinbar, ja, scheinbar. Krass. Hätte ich jetzt nicht so gemacht, aber gut. Wenn man Wer das bedenkt, schon dass wisst. die erste Verfilmung doch schon ein paar Jahre alt ist, dann hat er den Vertrag ziemlich lang angesetzt. Mhm, mhm. Vielleicht einen schlechten Berater gehabt oder so. Das mag sein. Oder die Kohle war halt einfach immens hoch. Vielleicht lebt er noch von dem Geld halt. Ich habe mir ein Bier vor ihm gelesen, ich weiß leider den Namen nicht mehr, das ist aber nach American Psycho rausgekommen, das war ziemlich weit. Also der schreibt ganz schön geile Sachen. Echt? Mhm. Ich habe von dem leider noch gar nichts gelesen, aber das American Psycho Bücher hat mich auf alle Fälle stark interessieren. Ja, es soll ja wegen anders sein, der Film, gell? Ich habe das, Mhm. glaube ich, sogar im Regal stehen, aber ich habe das noch nie gelesen. Ich habe voll Bücher im Regal stehen, die aber ungelesen so vor sich hin welken. Genauso wie Spiele, Filme, Du weißt aber schon, dass man die Lego-Sets. Schulbücher nach der Grundschule am Jahresende immer abgeben hat müssen. Die sollte man sich Die nicht habe mehr ich während dem Schuljahr schon immer entsorgt. Meine das Mama hat erklärt viel, einiges. meine Mama hat viel Pfand gezahlt. Ja, das war die erste traurige News. Also für alle, die das jetzt halt, verarbeiten müssen, können wir noch mal das Intro spielen. Habt ihr ein bisschen Zeit. Oder der Seppi verzeiht euch gleich irgendwas Cooles. Ja, kann ich machen. Schön, dann tu, dann trinke ich dabei. Ich hau gleich mal einen richtigen Knaller raus. Ha? Hau ihm einen Knaller raus. Und zwar kann es sein,
heute ist der 14., dass in 2 Tagen Nintendo Switch vorgestellt wird. Ja, bin ja schon Nice. gespannt. Die Gerüchteküche brodelt ja seit der Sony-eigenen Hausmesse CES. Und jetzt ist am 13. noch ein Leak rausgekommen vom Nate the Hate, wer immer das ist, dass Nintendo scheinbar plant, die Switch 2 nur in dieser Woche, also am 16. Januar, anzukündigen, offiziell. Also so richtig. Mit Fokus, mit einem Trailer, der sich auf die Hardware an sich fokussiert, aber noch kein Spiele-Launch-Line-Up dabei hat. Das soll aber, gibt es natürlich auch schon Neuigkeiten dazu, später bekannt geben werden, und zwar im Februar oder vielleicht auch frühen März. Und da soll sie dann unter anderem ein neues Mario Kart drin finden. Okay, für was denn? Mario Kart 8 spielen wir erst seit 10 Jahren. Keine Ahnung, du, bis auf das kommen. Und dann, Da sind sie wieder ein bisschen hastig unterwegs. ja, brutal. Und es soll dann aber auch noch ein nice 3D-Mario kommen, aber erst zur Weihnachtssaison. Ja, auf das warte ich schon lange genug. Odyssey war bombengeil und ich möchte halt einfach wieder ein geiles 3D-Mario. Aber gut, wir haben ja pro Konsolen-Nintendo-Generation immer gerade ein 3D-Mario-Code, meine ich. Ja, Ja. ja. Ja, ich Was bin gespannt. vielleicht gefreien wird, ist, dass zu den Launch-Titel Assassin's Creed Mirage kehren soll Gott sei Dank, brauche ich. und Final Fantasy VII Remake, das du jetzt schon durch hast. Dann spiele ich es halt nochmal. Auf der Qualität von der PlayStation 4. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, darauf lässt sich auch ein bisschen auf die Hardware-Qualität schließen. Ja, Wird gut, aber. so okay sei. Ja, das, schätze ich mal. davor ist ja keiner ausgegangen, dass dass uns das Ding jetzt zu der PlayStation 5 Qualität herschleidet. Nein, aber Da sagt ja, Nintendo, leck mir einen Arsch, ich bin immer 2 Generationen hinten drum mit der Grafik. ich meine nicht fast mit, wenn es ein Niveau von der PlayStation 4 oder sowas erreicht, dann ist es ja eh okay. Das ist ja voll gut dann. Ja, Passt. für Nintendo-Verhältnisse schon. Ich meine, man kann halt auch noch mit einer PlayStation 4 problemlos spielen. Ich mache ich noch ab und zu. Das Eben. Ding funktioniert noch einwandfrei. Kann man sich nicht beschweren. Du hast einen gescheiten Fernseher, dann fällt da nichts. Und angeblich, ich weiß nicht, ob es das schon gehört hast, das soll ja ein neues Feature auch geben, gell? Welches? Das ist noch nicht so richtig kapiert worden. Das ist irgendwie so ein Abstandssensor wie bei einer Maus. Der soll irgendwie da sein, dass du quasi. Also es gibt Vermutungen, dass du quasi dann mit deiner Hand, also am Gerät, die Abstände, dass das quasi messen kann und du durch das irgendwie ein Spiel bewegen kannst. Dann brauche ich gar keine Controller mehr, dann spiele ich nur noch mit der Hand. War schon Geil. Future Tech 5000. Fast wie beim Schleidern. Brutal. Aber nur fast. Ja, ich bin Ja. gespannt. Ich habe immer nur so ein bisschen so im Hinterkopf immer so dieses Wii auf Wii U-Debakel. Ja. Das habe ich einfach, das schwingt da irgendwie so mit bei der ganzen Sache. Ich bin echt gespannt. Ich gehe zwar davon aus, oder zumindest sollte man davon ausgehen, dass so ein Riesenkonzern wie Nintendo das schon berücksichtigt und das nicht wiederholt, aber also die Prototypen, was man jetzt immer gesehen hat, wo es zwar auch schon wieder dementiert worden ist, dass das wirklich irgendwas mit der Realität zum tun hat. Aber ja, alles, was man bisher irgendwie gesehen hat, erinnert so an, hey, jetzt kriegst du mir das Gleiche, gerade mit einem Zweier hinten drauf, statt am U. Ja. Nachdem es aber da gegen diese Hardware-Leaks halt schon wieder gerichtlich vorgehen kann, tatsächlich was draus sein. Mhm. Naja. Sehen wir es dann Schauen schon. wir. Never Raven schreibt einer, dass heute beim französischen Händler angeblich ein Preis zur Switch 2 aufgetaucht ist. Das waren 400 Euro. Ja, das ist, glaube ich, zu erwarten, der Preis. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass wir uns in der Sphäre bewegen. Ja, kaufen wäre es so oder so. Ist mir scheißegal. Es ist ja eh 400 Euro. Was hat die andere? Die hat zum Start auch 400 Euro gekostet, oder? Switch. Also 350. Zum Start. Irgendwie so halb in dem Bereich, aber recht viel Unterschied wird es nicht gewesen sein. Ja, Nintendo ist ja der einzige Konsolenhersteller, der seine Geräte zu einem Preis verkauft, der nicht subventioniert ist. Also ist auch nicht zu erwarten, dass die recht viel günstiger wird, glaube ich. Ja. Wir werden sehen. Gut. Ich bin Was haben wir heiß. Was wir noch haben, jetzt wird's dann bald richtig wild. Weil der Mel Gibson arbeitet ja gerade an einem Sequel zu Die Passion Christi. Mhm. Mhm. Und wir werden uns da wahrscheinlich auf eine Reise in die Hölle begeben. Nein. Aha. Ich bin
Erstens mal habe ich überhaupt nicht gewusst, dass der da ein Sequel draht dazu. Du hast das aber schon mal gehört. Da ist ja der Jim Caviezel oder wie der heißt, ist auch wieder dabei, oder? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt da nicht dabei gestanden. Da war eben jetzt nur diese Unterhaltung, dass es eben dann die Zeit, in der der Jesus 3 Tage seinen Rausch ausgeschlafen hat, in der Hölle verbringen hat müssen, und das wird dann herzagt. Pff, ich weiß nicht, kann das Ding ernsthaft umgesetzt werden oder wird das ein Trash-Ding oder was soll das werden? Ich möchte wissen, in welche Richtung das dieser Film gehen wird. Ich bin verwirrt. Wie soll ich da ein Sequel dazu machen, das irgendwie ernsthaft glaubwürdig funktioniert? Ich habe Ich kann doch keine da nicht. Ahnung, aber der Mel Gibson ist ja ein fantastischer Mensch mit ganz großem Gehirn, der wird das schon lösen. Ja, ja, auf alle Fälle, mit sehr guten Einstellungen. Naja, sehr umgänglich so er auch sei. Ja, habe ich auch gehört, habe ich auch gehört. Ich glaube, er ist Quasi. ein absoluter Verfechter des menschengemachten Klimawandels. Mhm. Hat das auch nicht dementiert, obwohl gerade seine halbe Nachbarschaft niederbrennt. Okay, immer noch. Okay. Ja, ich bin gespannt. Also auf alle Fälle Passion Christi 2, eine Reise in die Hölle. Das wird mega. Ja, es ist eher Wahnsinn, dass er überhaupt noch was machen darf. Also, wenn er hasst ihn ja jeder, aber Er hat eher lange Zeit mal nicht Fake gemacht. Das hat eher eine Zeit lang gedauert, bis er wieder mehr in Fokus gerückt ist da in Hollywood. ja, er Und, war ja quasi so auf dem Niveau Direct to DVD ja, genau. eine Zeit lang. Mit ein paar ganz Aber kuriosen Filmchen. er hat sich wieder rausgekämpft Ja. aus dem Hassloch. Und dann haut er uns Passion Christi 2 her, damit er gleich wieder seinen Antisemitismus verbreiten kann. Total. Wie der Cartman schon gesagt hat, dass Mel Gibson in der Passion Christi recht hatte. Ja, genau. Und die Hölle für euch Juden reserviert ist. Los, beweis mir, dass Mel Gibson Unrecht hatte. Ja, da weißt du eh schon, wie das ablaufen wird. Ja, Das Zitat nimmst. ich bin gespannt. Also Passion Christi 2. Ja, genau, Passion Christi 2 Reborn. Das war ein guter Name. Straight to Hell. Ach, naja. Wir werden schon wissen, was dann. Wir sind ja nicht in Hollywood. Wir müssen den Schmarrn nicht ausbauen. Wir müssen uns noch anschauen. Gott sei Dank. Und ich werde es tun. Ah ja, ich weiß nicht, du. Ja klar, da sitzt man im Kino, erste Reihe. Bist deppert. Niemals. Warum nicht? Das ist krass. Jetzt spinnt nicht so. Ich lade die ein. Aber nein, das kann ich nicht mehr. Vielleicht können wir ja mit dem Cineplex-Schmerzen bekommen und als Sneak des guten Geschmacks einbringen. Das hat Leid verärgern, glaube ich. Das ist doch mir scheißegal. In der Sneak muss man auf alles gefasst sein. Aber nicht Da auf muss man- das, um Gottes Willen. Ja, mein Gott, nein, jetzt darf alles nicht so eng singen. Nur da oder Fisch mit dem Strom. Apropos Sneak des guten Geschmacks. Diesen Freitag, 17.01. ist wieder die Nacht des guten Geschmacks. Wir haben es ja schon erwähnt, aber hiermit sei es nochmal getan. Es wird Stephen Kings Der Schlafwandler aus den 90er Jahren bekommen. Also kommen und vor Ort in Trommelwirbel, Vilsbiburg wieder mal, weil wir zu faul sind, dass wir weiterfahren, beziehungsweise der Seppi nicht zu spät heimgekommen mich, weil er ein kleines Mimüschen ist. Ja. Damit sei auch verraten, wer dabei ist. Seppi begleitet mich auf eine schöne Vorstellung. Wup, wup, wup. Wer nicht kommt, hat ein Schrumpelhoden. Mickrige. Das zählt auch für Frauen Mhm. Ganz besonders. und für alle anderen 75 Geschlechter. Sind zu viel? Ich weiß nicht. Nein. Kenne mich nicht aus, bin ich nicht drin im Thema. Aber mindestens Aber schon mal dreistellig. jeder hat auf alle Fälle Schrumpelhoden, mickrige Schrumpelhoden, der da nicht live vor Ort irgendwo ist. Okay. Dann wisst ihr das jetzt auch. Wisst ihr, was am Freitag auf Nacht zum da habt? Seh. Und mir halten wir euch weiter auf dem Laufenden. Und zwar mit Gerüchten zu GTA 6. Oh, da habe ich auch schon Gerücht gehört. Das Eine ist gar nicht mögliche das Jahr gekommen soll. Verschiebung droht Mhm. auf 2026. Es ist wie so oft die Quelle eine aktuelle Stellenausschreibung. Ja, das ist irgendwie in jeder dritten News haben es irgendwie Stellenausschreibungen aus den Quellen. Was für Ja. Stellen werden da irgendwie gesucht, dass man da dann auf eine Verschiebung schließen kann? Ja, keine Ahnung. Ich wollte es mir nicht weiter durchlesen. Sei es nur erwähnt. Es ist sowieso Okay. sehr unwahrscheinlich, glaube ich. Dass Weil verschoben wird? Ja. Ich kann man weiß vorstellen. nicht. Ich habe auch schon was gehört, dass irgend so ein Brancheninsider gesagt hat, er darf das nicht für bare Münze nehmen, also wir dieses Jahr GTA 6 kriegen. Ja, völlig. Aber naja. Ich habe so viel zum Spielen, mir ist das wurscht, lasst euch noch Zeit. Ja, bitte. Ich Weil hoffe, das dass er Ding- vielleicht mit GTA 5 kannst durchspielen. Ja, und das hat mich, glaube ich, damals schon 4 Monate gekostet.
Aber was will ich machen? Da Brauch musst ich du so durch, weil schnell echt das. Kann, Nein, kann ruhig noch ein bisschen köcheln. dass es ja keine Fehler gibt. Dass es ja keine Fehler gibt. Wir haben jetzt auch wieder mal Casting-News für Ahsoka, die zweite Staffel, die ja dieses Jahr, haben die schon mit den Dreharbeiten sogar angefangen, kann das sein. Und da ist ja damals leider der Ray Stevenson verstorben. Und der wird jetzt ersetzt von dem Mann, der einen Hund in Game of Thrones gespielt hat, nämlich den Rory McCann. Ja, da sind wir gespannt. Jetzt kurz zu überlegen, was noch jetzt holen wieder da, gesichtsmäßig. Aha. Wen, ein Hund? Ja. Ja, ein bisschen ein kaputtes Gesicht gehabt. No. Ein bisschen ein kaputtes Gesicht gehabt. Ja, sehr schaut mit dem Ray Stevenson, den habe ich sehr gern mögen. War ein cooler Hund und hat halt da auch eine coole Rolle gehabt als Baylan Skoll. Aber wie das Leben so spielt, ne, war. Oder auf einmal nicht mehr spielt. So ist es. Scheiße. Aber es ist bestimmt kein schlechter Ersatz. Das kann man Ich glaube auch nicht. Her damit. Hauptsache, ich kriege endlich mal die scheiß zweite Staffel von Ahsoka. Und dann, wenn es endlich Ankündigung gibt, dass die Ecolite doch noch weitergeführt wird, ist Pissbacken. Hat dir das gefallen, Ahsoka? Ahsoka hat mir gut gefallen, ja. Ich schaue mir sowieso nicht an, aber Ja, weil du dumm bist. das Schweinsdumm. Lebenszeit. Schweinedumm bist du. Verzeih lieber, was du für schöne Sachen passiert sind, bevor du wieder mit irgendwas Dummen daherkommst. Verzeih dir gern. Verzeih das sehr gern. Her damit, schau. Ich wink schon zu dir. dir. Wahrscheinlich schon mitgekriegt, Assassin's Creed Shadows ist verschoben worden. Ja. Kommt jetzt doch nicht jetzt Donnerstag im Februar, sondern am 20. März. Bitte. Und ich glaube ja, dass die Schiss gehabt haben vor den Releases jetzt im Februar. Weil auf die 4 Wochen machst du jetzt auch nicht mehr so viel bei so einem Spiel. Also du hackelst richtig ein. Ja, aber also wenn es im Wird früher gekostet ein Crunch, oder? In Crunch sind sie da reingekommen, oder? Hat man so gesagt? Crunch Was- ist das ja. Was dann richtig Leid verhorzt haben. Ja, dann müssen sie schon drinnen sein. Ich glaube, wenn sie jetzt im Februar noch nicht so weit warten, dass sie es schon aushauen könnten, dann, dann daten sie es auch nicht nur auf den März verschieben. Also ich glaube, das ist auch das mit den aktuellen Spielen zum Beispiel Monster Hunter World und so, das ja auch in den Dreh rauskommt. Und das ballern die jungen Leute ja wie narisch weg. Und wenn Assassin's Creed Shadows wieder Flop wird, dann war es das mit Ubisoft auch so in der Form, wie sie es jetzt haben. Also war das, glaube ich, eher ein Angstmove. Ja, da haben sogar, glaube ich, vorher in einer Super Special Edition haben sie den Preis, glaube ich, schon um $50 runtergesetzt. Die haben jetzt Vorbestellungen wieder offline genommen, glaube ich, und stellen doch dann neu vor jetzt dann, oder? Das weiß ich nicht, ich habe nur das mit den $50 Preisnachlass bei irgendeiner, ich glaube bei der größten Box, die es dazu gibt. Ja. Aber ja, macht es noch. Gnädelwutzel schreibt gerade, dass Yakuza Pirate im Februar kommt. Das ist natürlich der größte Konkurrent, den Assassin's Creed hat. Philipp gefällt das. Das ist so. Braxton kommt gerade einer und schreibt Mahlzeit. Es ist 20 nach 7, da schreibt man nochmal Mahlzeit. Da ist es schon guten Abend. Aber schön, dass du da bist. Braxton. Ja, ich bin gespannt. Also es geht mir ziemlich am Arsch vorbei, das Assassin's Creed. Ja, ich werde es schon ziemlich intensiv spielen müssen. Muss wieder was machen dafür. Ja, so ja, die wahrscheinlich. Bitte. Hm. Das ist bitter. Ich denke, die werden in der Zeit coole Sachen spielen. Wird zum Beispiel Yakuza Hawaii Pirate. Na, ich glaube eher, dass ich da dann wahrscheinlich bei Dragon Quest 3 2 HD Remake sein wird im Februar. Was jetzt 3 oder 2? 3, 2 HD heißt es ja. Ah, verstehe. Ja, hau die noch durch, bevor die anderen 2 kommen. Muss ich. Jetzt muss ich erst noch schnell Silent Hill 2 durchhauen, aber das sind Geschichten für einen Talkthrough, also lasst es mir in Ruhe. Geht euch jetzt gar nicht so. Geht euch jetzt. Was auf euch zukommt schon, ja? Es wird auf alle Fälle sehr interessant. Was auch interessant ist, Donnie Yen ist im Gespräch, dass er das John Wick Spin-off zu seinem eigenen Charakter aus John Wick 4 als Regisseur übernimmt. John Wick-Universum wächst und wächst. Donnie Yen, wer es nicht weiß, ist ich glaube, der war sogar blind in Kapitel 4 oder aus Rogue One, da war er auch blind. Warum ist er ständig blind? Ist der echt blind? Nein, ich glaube nicht. Ja, keine Ahnung, von dem als Regisseur, glaube ich, noch nicht. Zumindest fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein, wo ich wisse, dass der Regie geführt hat.
Aber ich mag ihn als Schauspieler recht gerne. Er hat irgendwie immer eine sympathische Ausstrahlung. Deswegen freue ich mich zumindest darauf, dass ich ihn vor der Kamera sehe. Was er hinter der Kamera treibt, ist mir scheißegal. Solange es nicht zu schlimm wird. Grauenhaft. Schlimm. Schlimm. Zumindest ist der noch nicht so alt für die Arbeit an John Wick-Filmen. So wie das liebe Keanu Reeves, der seine Knie betrauert und Angst hat, deswegen noch mehr einen John Wick-Film zu machen. Er soll sich neu einsetzen. Aber echt, hey. Wahnsinn. Ist er gleich gemacht? Ist Wie er gleich ist jetzt gemacht? mit dem 28 Years Later, Cillian Murphy, ist jetzt drin oder nicht? Angeblich bisher nicht im ersten Teil. Ich bin doch aber der Meinung, dass ich ihn schon gesehen habe. Du meinst diesen komischen Zombie, gell? Aber es ist schon dementiert worden, dass er das ist. Ja, aber warum schaut er denn dann fast 1:1 genauso aus? Er weiß vielleicht beide nichts essen. Und deswegen Spindeltier sein und ihnen die Haare gleich wachsen lassen. Wann kommt denn der Dave eigentlich? Ich möchte ihn jetzt wirklich sehen. Der Ding hat jetzt gemeint, der Corby eben unsere Nippelverhärter von dem Jahr, dass er schon im Sommer kommt, Juni oder Juli. Mein letzter Stand war mal Januar 2026. Ich hoffe aber in dem Fall, dass der Corby recht hat, weil den möchte ich bitte bald sehen. Ja, unbedingt. Den möchte ich bitte bald sehen. Aber der Ralph Fiennes spielt mit, oder wie der Corby sagt, der Ralph Fiennes. Oh ja, so kennen ihn auch. Ralph Fiennes, da habe ich mich jetzt wieder da. Da habe ich mich wieder da. Da freue ich mich schon drauf. Das wird ein guter, glaube ich. Gnedelwutz sagt, Kapitel 4 war gut von John Wick. Ich finde alle 4 gut. Wenn dir der erste gefällt, dann gefällt dir nochmal alle. Gut Kämpfer und schießen, immer im Bauch und in den Kopf schießen. Das mögen wir. Hat mir gefallen. Hier muss ich mir tatsächlich noch anschauen, habe ich noch nicht da. Ja, so mit 3 Stunden durchschießen. Oh, das hört sich vernünftig an. Geht so auf 48 gut zusammengefahren werden. Super ist er. Ich habe viel Spaß gehabt mit dem Schmarrn. Ich habe viel Spaß gehabt mit dem Affen. Außerdem mag ich einfach einen Keanu Reeves sehr gern. Den mag ich einfach gern. Der Uwe Boll macht wieder mal was, gell? Was denn? Ja, ein Film halt. Ja, was denn für Spiel vergewaltigt er nicht? Gar keins. Es gibt irgendeinen Film, der nennt sich dann The Dark Knight. Da geht's, die Synopsis hört sich einfach an nach Batman. Wir haben da auch so einen Vigilanten, der Kriminelle jagt. Und weißt du, wer die Hauptrolle übernimmt? Ist abgehalfteter Hollywood-Star. Armie Hammer ist wieder am Start. Das Und ist der Menschen essen wollte, oder? Ich glaube schon, ja. Den haben sie doch gecancelt. Oh, total. Er hat jetzt aber hier sein großes Schauspiel-Comeback, und zwar in der Hauptrolle, mit der Hauptrolle in einem Uwe Boll-Film. Und das ist ja, da startest du durch wie eine Rakete. Das ist krass, ja. Da Du hast, weißt auf alle Fälle, dass du nicht mehr recht viel Treppchen nach oben zum Erklimmen. Nicht mehr fein, ne? Das ist so, SpaceX-Vibes hat das so dermaßen startet durch. Wahrscheinlich reißt es nicht an der Spitze. Dass ich diesen erleben darf. Ja. Und ich habe gemeint, dass mit dem Uwe Boll jetzt schon langsam mal Ruhe ist mit Filmen machen, aber nein. Na, Haut er einfach, wieder, die alten Granden. ja, haut er einfach mal schnell einen Batman-Abklatsch raus. Scheiße, Ja. Scheiße. Kann nur gut werden. Ei. Uwe Boll. Hast du mal Regisseur von The Flash seine Theorie schon gehört, warum The Flash gefloppt ist? The people don't care enough about the Ja. Flash. Warum machen dann so einen Film, wenn es alle Leute, wenn ich schon weiß, dass es keinen interessiert? Ich weiß nicht. Clever. Ich weiß nicht. Vielleicht ist dir das erst danach aufgefallen. Mhm. Vielleicht ist es danach aufgefallen. Batman ist jetzt auch am Start und seine Frau lässt sich entschuldigen. Ja, der Corby ist eh nicht dabei, dann ist er nicht so schlimm. Die kommt ja eh nur wegen, damit sein Corby weiterhin das Leben ruinieren kann. Aber schön, dass du wenigstens einer gekommen bist. Wenigstens einer aus deinem Haushalt, der uns treu zuschaut. Und was hat der Gnedelwutzer da gerade reingeschrieben? 19. Juni 25 steht für 28 Years Later bei Google. Passt. Nimm ich. Freut mich, dass der Corby recht hat, oder ausnahmsweise, weil sonst verzeiht ja auch nur Kacke. Das ist schön. Hab ich gehört. Ja, the people didn't care enough about the Flash. Tja. Vielleicht kehren die People aber einfach enough about good movies und haben sie deswegen einen Flash nicht angeschaut. Das könnte also ein kleiner Grund sein. Aber nur ein kleiner. Die schlechtesten Kostüme aller Zeiten. Was hast du das Bild gesehen, wie ein Batman sein Kostüm da ausgeschaut hat? Nicht mehr im Kopf. Keine Ahnung. Das schaut aus, als hätte er als war das irgendwie die Zwischenschicht von irgendeiner Schutzwesten oder so. Ganz, ganz grausam.
Ein Flash, sein Kostüm schaut auch so semi-geil aus. Dann hast du eine Handvoll Effekte, die voll gut ausschauen, dann hast du wieder eine Handvoll Effekte, die meinst du ja auf die Wand geschissen. Ich weiß nicht, das war alles, das war, komm mir auf, Junge, komm mir auf. Ich hätte mir auch wieder so viel draus machen können, aber so ein Michael Keaton als Batman zurückgeholt. Ja, also. Was ja wirklich das einzige Coole irgendwie war in dem ganzen Film, dass man dem wieder sagt. Die Supergirl, die es da eingeführt haben, die fand ich auch super, die war richtig cool. Ich habe einen Ezra Miller eigentlich als Flash Wing, aber eigentlich nur in der Justice League, im Snyder Cut von der Justice League bisher. Ansonsten war das alles so. Hast du die Serie auch angeschaut, oder? Ja, die ersten 3 Staffeln bewusst und den Rest habe ich dann meistens gerade ein bisschen nebenbei laufen lassen, weil sich das irgendwann so wiederholt hat und es so ein brunzekelhaftes Liebesgedöns die ganze Zeit war. Ich liebe die so sehr und unsere Liebe, die besiegt alles und unsere Liebe, halt doch dein Maul. Okay. Das hat mich eingeschätzt. Ja, ich hab mir gefragt, wo wir da jetzt auf mich hingekommen sind mit einer Liebe die ganze Zeit. Das ist mir richtig am Sack gegangen. Aber es war irgendwie bei den ganzen CW, DC-Serien, dass die alle irgendwann in einen völligen Blödsinn abgedriftet sind. Ich fand Arrow am Anfang ziemlich geil, war aber nach der 3. Staffel für mich auch die Luft raus. Der hat aber auch viel zu viele Folgen pro Staffel gehabt. Das haben sie alle gehabt, die waren ja alle immer so auf 20 Folgen, 22 Folgen oder selbst. Also völlig gaga. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Die einzigen, die da ein bisschen weniger waren, war zum Beispiel Black Lightning dann, was aber auch ein riesiger Scheißdreck war. Dann hat es noch gegeben die Legends of Tomorrow, was auch ein riesiger Scheißdreck war. Dann hat es noch gegeben Bad Woman, die fand ich tatsächlich gar nicht mehr so beschissen, wie ihr Ruf ist. Waren die anderen Sachen teilweise wesentlich schlimmer als Bad Woman gewesen ist. Supergirl gab es dann nur 3 Staffeln. Nein, nicht Supergirl, sondern Stargirl, meine ich. Gab es dann nur 3 Staffeln. Die war eigentlich ganz cool, weil die ein bisschen ernster auch war und qualitativ besser produziert. Und ja, genau, Supergirl hat es noch gegeben. Das war auch eigentlich alles ein riesiger Scheißtrick, aber ich habe irgendwie Spaß mit der konversiert, weil die Hauptdarstellerin, die war einfach gemütlich scharf irgendwie. Die habe ich gern zugeschaut, aber erzählerisch waren die Geschichten und die Serien alle so dermaßen. Aber da hat in der Serie hat der Ezra Miller Flash auch mit einen Auftritt gehabt. Da haben sie dann einmal so Multiverse-mäßig und so weiter und dann hat er. Ja, genau. Gemacht und so. Okay. Dann ist der Flash da einmal aufgetaucht. Hat nicht wirklich was besser gemacht. Bitte. Naja, ist nicht unser Bier. Was ist denn in der Gaming-Welt noch passiert? Ja, da haben wir. Ich habe es davor schon gesprochen, Monster Hunter Wilds kommt ja bald. Und wer da Bock drauf hat, soll sich schicken, weil bis vom 6. bis 9. und 13. bis 16. Februar gibt es noch eine Beta-Phase, für die man sich ummelden kann. Dann kann man da ein bisschen einzocken. Und das gleiche gilt für den neuen Elden Ring-Ableger Night Train, das ja hauptsächlich Koop sein wird. Kann man auch allein spielen, aber dann wird es irgendwann unerträglich schwer und es ist natürlich von Haus aus schon unerträglich schwer. Also was soll der Scheiß? Da kann man sich auch schon registrieren für einen geschlossenen Netzwerktest, der wann stattfindet? Moment. Februar 14 bis 16. Hast du schon mal so ein Beta-Ding oder selbst mitgemacht und da reingespielt bei Ja, bei The Last Berserker Kazan oder wie das heißt. Das war cool, weil das wirklich saugut gelaufen ist. Also du hast eigentlich das mehr oder weniger fertige Spiel spielen können. Da bin ich reingerutscht. Das ist ein cooles Spiel, kann man sich übrigens merken. Kazan, The Last Berserker oder irgendwie so. Das ist Nein, also mag ich nicht. So Roguelike, nicht Roguelike, Souls-like Action-Klopper. War ganz nice. Also, wie gesagt, meldet euch da. Das sind bestimmt 2 gute Spiele. Monster Hunter. Ich möchte gerne mal spielen, aber ich glaube, dass ich die Zeit dafür nicht aufbringen mag. Weil das sind ja auch so Riesenklopfer, wo es wirklich endlos viele Stunden reinballern kannst. Ja, also mir sagt jetzt das Spielprinzip auch nicht so zu, aber es gibt Millionen von Fans, die das anders sehen. Ja, also die schauen halt auch wirklich immer gut aus, finde ich. Ja. Aber mich darf halt einfach die Spielmechanik mal ein bisschen interessieren. Aber wenn ich es anfange nur zum O-Testen, dann weiß ich genau, ich muss jetzt durchziehen, weil sonst mein innerer Autist mich in Schlaf wirkt oder noch weiter. Das letzte Monster Hunter also beim PS Plus dabei sogar? Kann sein, aber ich habe es bewusst nicht in die Bibliothek geschmissen. Bisher habe ich da nichts reingeschmissen. Da war jetzt ein Ding drin und
in die letzten Spiele, Gratis-Spiele für den Monat, Kill the Justice League, so ist jetzt gerade. Sind jetzt im Januar, meine ich, hat der Rocksteady schon alle Server abgeschalten, wird jetzt nicht mehr unterstützt. Oder ob Server abgeschalten sind, kann ich gar nicht sagen, aber es kriegt keinen Support mehr oder so. Ja, das läuft jetzt aus. Sehr langlebig gewesen. Aber zumindest, was mich halt, einfach nur interessiert hat, war dann die Story, die ist ja auf 10 Stunden, glaube ich, durchgespielt. Das soll ja ein sehr, sehr kurzes Spiel sein. Ja, Aber ich dachte, ja, wenn es gratis drin ist, dann lass es einmal laufen. Aber Rest in Peace. Es ist nicht nur nicht nur die Justice League gekillt worden. die sollen sich einfach wieder auf Arkham konzentrieren, sind sowas machen. Das haben sie gut können. Das war schön, ja. Das war schön. Oder Da einfach bin ich was dabei, wenn Gutes sie das sein. machen hätten. Aber na, was kriegen wir mir irgend so einen verhurten scheiß VR-Titel? Fickt euch. Gut war er. Kotze im Strahl. Was auch gut werden kann, was ich zumindest hoffe, dass gut wird, ist die kommende Pennywise-Serie Welcome to Derry. Da bin ich schon richtig gespannt. Wir kriegen die erste Staffel mit 9 Folgen, wird spielen 1962 und behandelt damit die Sachen, die basiert sind in Kapitel 1 von die 2S-Filme. Mhm. Und es ist auf 3 Staffeln angelegt und wird in jeder Staffel dann so welche von diesen schrecklichen Events behandeln, die passiert sind, wie diesen Brand. Mal schauen, ob es wirklich über 3 Staffeln bleibt. Kann man ja mehr machen, aber ich bin auch immer so ein Fan von vorab durchgeplante Serien, damit man dann nicht sagt, hey, die Serie war erfolgreich, jetzt müssen wir irgendwas Neues scheißen und dann wird es dumm. Die ist gut gegeben. Das war vorher schon dumm. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Weil ich habe die Filmmengen, aber der zweite schon wirklich gescheit nachlassen hat, wo so war an der unsäglichen und exzessiven Dutzend von Scheiß aus CGI gelingen hat. Aber ich habe Bill Skarsgård als Pennywise sehr gern zugeschaut. Wir werden ja wieder spielen. Und deswegen habe ich da Bock drauf. Und ich hoffe halt, dass auch wieder so, dass halt wieder einiges so an Coming of Age mit dabei ist, weil so ich mag ich immer recht gern. Ja. Ich freue mich auf die Serie. Ich freue mich selbst. So, ich war soweit durch. Ich habe jetzt eigentlich nichts Spannendes mehr auf der Leitung. Gibt da nicht mehr viel Spannendes, gell? Außer dass Lego einen Gameboy bauen wird. Ah ja, stimmt, da war noch was. Aber ja, Aber da gibt es ja nichts dazu zum Sagen, außer das. ja eben. Beutel schaut euch selber, wenn es euch interessiert. Sie haben ja schon ein NES gemacht gehabt, den fand ich ganz cool. Aber es ist halt einfach die Frage, was das wieder kosten wird, was hat er für Features dabei. Ich habe schon irgendwas gesehen, dass du auf alle Fälle ein Spiel bauen wirst. Das hast du, glaube ich, beim NES auch gehabt zum Einstecken. Mhm. Aber mir haben jetzt die Bilder dazu noch nicht so überzeugt. Es gibt ja quasi nichts zum Singen, außer 2 Knöpfe. Ja, mittlerweile gibt es Steuergerät. schon Beutel davon. Ach so, haben sie schon Beutel. Ah, Zumindest habe ich irgendwo auf Instagram mal durchgescrollt und habe das gesehen und habe dann also gedacht, so, also wenn er das jetzt echt ist, dann denken wir so, kaufen wir lieber noch mal ein Star Wars Lego. Ja, wenn er. Ja, war wahrscheinlich gescheiter. Da ich auch sagen. Du kannst ja zumindest jetzt aber dann eine schauen in unsere Kinostarts der Woche. Vielleicht ist da was im Tablet dabei. Sehr gern. Sehr gern machen wir das. Was haben wir für ein Datum? Wir haben einen 14. Januar. Genau, wir brauchen die Starts ab dem 16. Januar. Da haben wir. Schnell, gleich warten. So, wir haben am 16. Januar Leben ist jetzt, die Real Life Guys. Abenteuerkomödie-Drama. Was Deutsches scheinbar. Passt, weg damit, schauen wir uns nicht an. Wir haben Criminal Squad 2 mit dem Jared Butler. Endlich mal wieder was mit dem Jared Butler im Kino. Das wird sicher super. Hast du den ersten Teil gesehen? Ja, den habe ich mal angeschaut, aber ich glaube, das war 0815 Action, den kannst du mir nebenbei laufen lassen. Ja, die aktuellen Wertungen haben also eher so Mittel, was man so sieht. Ich glaube, dass er jetzt irgendwie mit dem Besen aus dem ersten Teil zusammenarbeiten muss oder so. Keine Ahnung. Mhm. Okay. Naja. Dann haben wir A Real Pain. Das ist eine Tragikomödie mit dem Jesse Eisenberg und mit dem Kieran Culkin in die Hauptrolle und der soll richtig gut sein. Habe ich auch schon gehört, ja. Und der Culkin, der ist ja aktuell ziemlich am Durchstarten, was auch mit Preise und so weiter angeht, was ich mitgekriegt habe. Der hat er für, ich glaube, Succession oder mitgespielt, hat er als bester Haupt- oder Nebendarsteller nur einen Preis gekriegt. Da hat er so geil zum Petro Pascal gesagt, fuck you, Petro, weil der auch nominiert war.
Der startet anscheinend aktuell ziemlich durch. Beim Catchen war er auch da. Und Publikum. unser Bruder, Mhm. Und sie beide sagen lassen. wie heißt du mittlerweile? Der Macaulay Culkin. Wieso, hä? Da muss ich mir noch mal nachschauen, aber ich habe was gelesen davon, dass sich der damals umbenannt hat und hat einfach seinen Namen mit dem Namen einsetzen lassen. Warum? Ich weiß es nicht. Also wenn er es tut, ist es ein geiler Witz. Okay, dann haben wir einen 5 im Clint Eastwood, Juror Nummer 2 mit dem Nicholas Hoult und J.K. Simmons und Kiefer Sutherland. Wie heißt der? Juror Nummer 2. Okay. Hört sich vielversprechend da. Ja, Clint Eastwood als Regisseur, der hat mich bisher noch nie enttäuscht. Gott sei Dank, der muss ja schon 90 sein, oder? Der ist über 90. Der war ja bei wie heißt der Gran Torino. War doch der auch schon Mitte 80 oder sowas. Ich glaube schon, ja. Wie gesagt, der Typ ist, glaube ich, 148.000 Jahre alt. Leck mich am Arsch. Ich schaue nebenbei mal. Dann haben wir mir 94 ist er. Oh, leck, 94, der da noch Filme, das muss ja. Naja, Hundling. schick an. Richtig fleißiger Deutscher. Dann haben wir Traumnovelle, das ist Erotik-Drama-Thriller. Keine Ahnung. Deadlift Book ist dabei. So was Deutsches. Mhm. Dann haben wir Young Hearts, ein Drama. Ja, dann gehen wir jetzt wieder in die internationalen Filme. Das ist was Niederländisches, glaube ich. Amand haben wir, Drama, Thriller, eher so dänisch. Mhm. Ja, das war's eigentlich. Alles andere ist nicht mehr erwähnenswert. Wolfman läuft die Woche also noch nicht, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja, Piece by Piece war vielleicht noch interessant. Das ist so Lego-Zeug. Ah, da habe ich was gesehen. Aber ist das ein Doku oder steht da was dabei? Ich habe nur das Poster gesehen. Ein Biopic soll es sein. Und Pharrell Williams. Mhm. Hm. Hm. Müssen wir Maiko schauen lassen, der steht auf Lego Movie. Wenn es ein Doku ist, haben wir unseren Experten, den wir hinschicken können. Ja, genau. Sinne von. Ja. Da habe ich jetzt nämlich geschaut, wenn das mit den Kinostarts war. Aber im Dezember 2018 hat sich Macaulay Culkin anscheinend auf seiner Website Abstimmung machen lassen für einen neuen Mittelnamen. Und da hat Macaulay Culkin eben gewonnen gegenüber 4 andere Kandidaten und hat sie dann es war nur noch interessant, ob er das wirklich gemacht hat, aber soweit ich das sehe, hat er tatsächlich seinen Namen dann umgeändert in Macaulay Culkin. Ja, wenn es hilft. Guter Witz. Guter Witz, würde ich sagen. Ja, dann gehen wir, glaube ich, rüber zu unseren Streaming-Charts, die ja letzte Woche, weil es Faulsäcke sind bei Variety noch nicht aktuell waren. Aber ich habe extra diesmal vorab aufs Datum geschaut. Wir haben jetzt tatsächlich die Starts vom 3. Januar bis 9. Januar. Auf Platz 10 haben wir den Lioness wieder von Paramount Plus, die erste Staffel. Platz 9, Black Doves, Staffel 1 auf Netflix. Platz 8, Selling the City, ist ein Neueinstieg. Staffel 1 auf Netflix. Platz 7 ist No Good Deed, Staffel 1 auf Netflix. Und Platz 6 ist dann die zweite Staffel von Lioness auf Paramount Plus. Dann ist jetzt auf Platz 5 Squid Game, Staffel 1 auf Netflix. Das ist eh klar, weil die Leute nochmal schauen müssen, was da passiert ist, weil keiner kann sich den Mist merken. Dann haben wir Staffel 6 auf Platz 4 von Virgin River auf Netflix. Habe ich nebenbei ein bisschen was mitgekriegt damals, das ist nicht so meins. Platz 3 Missing You, Staffel 1 auf Netflix. Platz 2 Squid Game, Staffel 2 auf Netflix. Fällt aber auch schon einen Verlust von 60% der Zuschauer gemacht. Und Platz 1 ist dann Landman, die Staffel 1 auf Paramount Plus. Wieder mal nichts dabei, dass ich mir jemals angeschaut habe oder anschauen werde. Außer vielleicht die bescheuerte Staffel 2 von Squid Game, wenn es mir mal wirklich richtig, wenn ich mal richtig scheiße drauf bin und noch schlechter drauf sein mich. Das darf ich nicht, da bin ich drüber. Ja, irgendwann packt mir wieder so mein innerer Monk und sagt so, hey, jetzt komm, jetzt hast du die erste Staffel gesehen und schaust jetzt so und dann sage ich ja, na, und dann hörst du durch. Und dann sage ich ja, dann warte okay. wenigstens bis die zweite Hälfte nicht raus ist, weil so ist es ein Trauerspiel sonst. Ja, also da ist jetzt bei mir noch kein zeitlicher Zwang dahinter. Und schau dir einfach die ersten 2 Folgen bitte nicht an. Die sind so unnötig, die kannst du einfach vergessen, die braucht kein Mensch. Okay, dann machen wir das so. Ja, das war's mit tolle Neuigkeiten. Schon langsam kommt das Jahr in Fahrt.
Außer wir hätten keine Gaming-News dabei gehabt, dann war es genauso wenig Scheiße gewesen wie letztes Mal. Aber somit werden die Folgen ja kürzer, das ist doch auch okay. Wir haben ja einen Arsch voller Arbeit, wir müssen halt noch eine Folge aufnehmen. Wir haben nämlich wieder einen Gast im Hause Mhm. und seid gespannt drauf, wer uns besucht. Sein Film war letztes Jahr bei uns in die Kinos überall, ist sehr gut angekommen. Die Verfilmung seines eigenen Buches schon mal als kleiner Spoiler. Und die Folge wird es wahrscheinlich dann so im Februar denke ich mal, Anfang Februar kriegen. Für heute sagen wir danke fürs Zuschauen. Danke für eure Zeit, die ihr uns immer wieder opfert. Da jetzt nicht sagen, sondern das ist ja gern, dass ihr das macht, denke ich mal, weil wie soll jetzt das besser verbringen als mit uns hübschen Typen? Heute sind unsere Nippelverhärter rausgekommen für alle. Also auch für alle, die kein Abo abgeschlossen haben, also für den ganzen Bodensatz der Gesellschaft, die dürfen da jetzt einhören. Schreibt in die Kommentare eine bei der Nippelverhärter-Folge, was eure Most Wanted von 2025 sind. Da uns interessieren. Zumindest damals soll es uns interessieren. In Wirklichkeit ist uns scheißegal. Schreibt es trotzdem ein. Dann sehen wir uns nächste Woche Montag wieder. Na, Dienstag. Dienstag, Entschuldigung. Dann macht es gut, Leute. Vielen Dank und Küsschen aufs Nüsschen. Servus. Beenden.